Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ah, ja, an alle Leid, die über die Jahre jetzt immer, was halt die Jahre über das letzte Jahr, sagen wir mal, dann immer gesagt haben, Mai, jetzt ist er ja weg, jetzt ist doch eine Ruhe, bla bla bla. Der kommt nimmer wieder. Ja. Here we go. He's back. Und anscheinend im großen Stil. Hier, schaut euch das an. Ja? Mein Universum. Wir sind praktisch vom YouTuber-Paradies zur FKK-Kommune und jetzt zum Universum aufgestiegen. Ne? Also das ist praktisch, wenn das im Kleinen nicht schafft, denkt er sich, dann kann man einen Maßstab größer machen. Aber wenn ich hier schon versagt habe, dann schaffe ich es doch sicher in mehr. Ne? Auf jeden Fall ist war er YouTube, dann war er Sexsektenguru, jetzt ist er Gott. Das höchste Wesen. Ja, alles drum und dran mit ne, Discord, die hier, wo die Leute drauf sind. Reini anscheinend aktuell drauf auf dem Discord. Keine Ahnung. Ich habe gehört, es soll ein Spiegel-Discord geben, auf dem man dann gehen kann, wo man alles mitkriegt, was auf dem Discord passiert. Weiß ich nicht, ob ich da drauf gehe. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestoweniger schauen wir uns jetzt einmal an, was der gute Reini hier so wieder mal ins Internet gebimmelt hat. Richtig. In diesem Sinne. Hockt euch her, Samamera. Reißt euch eine Häube auf. Ihr werdet sie brauchen. Au, wir gingen einer. In Rainer. Mein Universum. Für Informationen zum Discord. Orscha braucht kein Mensch. Was haben wir hier? Startseite Übersicht. Zum Verständnis. Ich habe mir sagen lassen, der Schöpfer, Alter, diese Bestiarium-Liste, die scheint funny zu sein. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ne? Dann gehen wir mal rein. Liste aller Arten in meinem Universum. Hallo zusammen, heute möchte ich euch eine Liste der verschiedenen Arten meines Universums vorstellen. In diesem Beitrag geht es aber nur um eine Übersicht der Namen, noch nicht um eine individuellen Merkmale oder Besonderheiten, je nachdem, der Wall of Text. Minotauren hat er, Zentauren, Melusine, Arachne, Beasts, mich verarschen, Meermenschen, das ist alles, das ist ja wirklich alles sehr, sehr, sehr einfallsreich. Sphinx, Gorgone, Faun, das habe ich alles noch nie gehört. Die Engelarten, Teufelarten, Schleimwesen, Alter. Hat er A Secret of Mana gespielt? Da gab es ja auch diese Schleims, ne? Eisschleim und Feuerschleim und so, Giftschleim. Schauen wir doch mal. Was ist denn hier jetzt? Ist hier irgendwas Funniges? Ah, ja, hier aktuelle Posts. Ah, wunderbar. Podcast-Folge Nummer 4. Den Podcasting geben wir uns auf jeden Fall auch noch. Schauen wir doch mal, was hat er hier für Wesen? Die hat er sicher alle nicht selber gezeichnet. Ne? Das hat höchstwahrscheinlich entweder einer seiner aktuellen Met-farmenden Speerlutscher gemacht oder einer KI oder hat es bei anderen Pages einfach gerippt. Ne? Schauen wir mal. Bestiarium, Rasse, Naturgeistwesen. Name, also ich würde mit Name anfangen. Also reiner für den Fall, dass also die Bezeichnung des Wesens kommt oben hin, ne? Und dann die ganzen Unterkategorien. Ist schon mal, es ist von Anfang an schon wieder bescheuert, ne? Ich schreibe doch oben erst einmal hin, wie das Scheißviech heißt, bevor ich sage, zu welcher Gattung das gehört, oder? Und wie groß es ist, etc. Also es sind Sylphen, soll man das so aussprechen? Es sind Naturgeistwesen. Mischwanenflüchte. Größe ca. 1,50. Herkunftssystem der humanoiden Völker. Planet Aqua Luna. Mond, blauer Stern. Was hat der geraucht, Alter? Geschlecht weiblich. Alle? Gibt es da männliche auch? Ansonsten wird es mit der Fortpflanzung schwierig. Geschlechtsreife ca. 23 Jahre. Lebenserwartung 1300 Jahre.
Fortpflanzungsgene hoch. Sexuelle Bereitschaft gesteigert. Warum ist es interessant, wie die Viecher am Bimsen sind in seinem Universum? Warum steht das hier drin? Warum steht hier nicht drin, oh, lebt in abgeschiedenen Waldgebieten, sucht Reisende heim, was weiß ich, ne? Ernährt sich von Moos am Baum. Keine Ahnung. Ne? Nee. Hier, Größe, Geschlecht, Bimsen. Das sind die Prioritäten, ne? Ich bin gespannt, wie viele von denen also eine geringe sexuelle Bereitschaft haben. Da bin ich wirklich gespannt, ob wir da auch irgendwas sehen. Bevorzugte Partner Menschen, Elben, Elfen. Ausnahmslos männlich. Ach so, und die können sich mit diesen drei anderen Rassen praktisch paaren und kriegen dann aber trotzdem Sylphen Töchter, oder wie ist das? Ansichten der Rasse. Sylphen sind Naturgeister, sie leben meist an Seen. Ah, siehst du, sowas, ganz ehrlich, sowas hätte ich hier oben erwartet. Streich bitte Fortpflanzungsgene, ne? und Bereitschaft und den ganzen Bullshit, ne? Weg. Interessiert kein Mensch. Du willst ein Fantasy-Universum aufbauen, ne? Am liebsten jedoch an Wasserfällen oder kleinen Springbächen. Mit den Rokoros, das scheint wieder eine andere Ding zu sein, mal schauen, wie die beim Bimsen sind, leben sie meist eng zusammen, was nahe liegt, da sie gerne in gleichen Umgebung leben, zudem ergänzen sie sich gut, bla bla bla. Kleidung, Aussehen. Unterschied Lichtgeister. Alter, wo er sich das alles wieder aus dem Arsch zieht, aber wahrscheinlich von allen möglichen ne, Sources zusammengeklaut. Sind etwa so groß wie menschliche Frauen. Ja, das sind kleine menschliche Frauen, wenn sie 1,50 groß sind. Ah ja, okay. Sie brauchen Männer anderer Völker, um nicht auszusterben, ja. Und dann kommen sie zu ihm, oder? Schreibt er da. Mit Halblingenzwergen und anderen Arten einlassen. Oh, warte mal, gleich mal einen Jackpot. Die sind ja richtig wild drauf. Aber ganz ehrlich, das ist reines Bullshit. Das ist wahrscheinlich alles richtig gut drauf. Schauen wir mal, hier. Das da ist der Froggo. Alter, da, Schleim der Begierde. Willst du mich verarschen? Ich will von Reinis Schleim der Begierde überhaupt nichts wissen. Wir lesen es uns trotzdem durch. Let's go. 30 Zentimeter. Da kennen wir noch was anderes der Begierde in Reiners Besitz, was 30 Zentimeter lang ist. Huh? Planet der finsteren Schatten. Das hat ganz ehrlich Planet der finsteren Schatten. Wenn ein Achtjähriger sich sein eigenes Fantasy-Universum ausdenkt, dann gibt es da einen Planeten der finsteren, wirklich ganz ehrlich, der finsteren Schatten. Gibt's helle Schatten auch, du Depp. Alter, System Draco. Ich krieg mich nicht. Dark Room. Heißt der Mond. Genau, VIP Room. Und Glory Hole Room. Du Brunz. Geschlecht keines, das ist praktisch. Geschlechtsreife keine. Lass uns sagen, es wird trotzdem bimsen. Fortpflanzung keine. Sexuelle Bereitschaft enorm. Wie? Randy, wie? Es hat weder ein Geschlechts- noch eine Geschlechtsreife. Hat keinerlei Fortpflanzungsgene. Ja, trotzdem bimsen. Ist klar. Kennen wir. Ansichten der Rasse. Ich will es nicht wissen. Kleidung. Keine. Toll. Es ist Schleim, ja, Digga. Ah, Besonderheiten. Schleime der Begierde lösen sich
lösen bei fast allen, die sie auf der blanken Haut spüren, eine starke Lust aus. Natürlich findet das immer im Einverständnis des Individuums statt. Ja, das im Gegensatz zu dem, was du mal mit deinen Individuen machst, ne? Schleime der Begierde sind deutlich wärmer als die meisten anderen. Alter, ich kann nicht mehr. Schleim der Begierde. Ich glaube, du hast einen Schuss nicht gehört. Gnome, Klassiker, Kobolde. Schau auch mal, ob Kobolde auch bimsen. Gesteigert. Aber erst mit 53 Geschlechtsreife. Cool. Sagen wir mal, vielleicht finden wir ja irgendein Viech, das nicht permanent rollig ist. Was macht der Frogo? Frogo unbekannt. Komisch, dass man es bei einem Schleim weiß, aber bei einem Froschmenschen nicht. Normal, okay. Der Gnom, auch normal. Aber jetzt nicht irgendwann mal irgendwas. Andere, ältere Posts. Schleim der Lust. Was ist der Unterschied zum Schleim der Begierde? Ach, der kommt vom Mond der Lust. Planet Reiners Welt, alter Faller. Ey, auch enorm. Auch alles enorm. Die alle Bock auf ihn. Wolperdinger, einfach aus der bayerischen Kultur geklaut. Sexuelle Bereitschaft, eigene Art. Ich hätte gedacht, das ist wie oft und nicht mit wem. Bevorzugte Partner ist doch mit wem. Oh Leute, Warge, Dämonenschleime. Will er auch bimsen? Oh ja, der richtig. Alter. Die Katzen eskalieren schon wieder im Hintergrund. Alter, hier. Ich krieg mich nicht mehr. Lichtling. 1 Meter. Dieses Bild. Sexuelle Bereitschaft gesteigert. Rainer, hast du sie noch? Es ist noch keine 2 Jahre her, noch nicht mal 1,5 Jahre her. Dass dir gewisse Dinge vorgeworfen wurden von deiner Nachbarin und ihrer Tochter. Und du pimmelst im Ernst sowas hier ins Internet? Gesteigerte sexuelle Bereitschaft für das? Schaut es bei den Trollen aus? Hat der Oger auch drin? Oh, die Trolle bimsen auch gerne. Gerne mit Riesen und auch anderen Arten. Sie bleiben alle auch nicht irgendwie in derselben Spezies hängen. So, die gehen immer woanders hin. Der Inkubus mit Sicherheit extrem. Ja, das Wild, da brauchen wir auch nicht mit reden. Ja, Succubus muss sein. Orks. Normal. Oh ja, Orks. Ja. Frauen. Stark. Gut. Ogar. Rainer, du hast so viel Zeit da, ganz ehrlich. Willst du nicht einfach wirklich doch noch einen Job suchen, sodass die Katzen manchmal. Hallo, gib uns Aufmerksamkeit. Ja, auch Ogar, auch eine enorme sexuelle Bereitschaft. Je nach Größe, Riesen, auch andere Arten. Ganz toll. Ja, lebt auch in Rainers Welt. Planet der Blitze. Feen. Auch Bimsen. Ja. Es wird immer gebimst, alle Bimse, wie die Kanickel in Rainers Welt. Ja, Halblinge bimsen sich ja auch, Riesen. Immer auch irgendwas Waldschrat. Der Waldschrat ist der. Boah, der bimst nicht. Schade. Schade. Got some massive wood on him. Alter Keks. Ich kann nicht mehr, Leute, ich kann das nicht mehr. Was bin ich sehend? Und ganz ehrlich, ich brauche mir den ganzen Schmutz über seinen, also das hier nicht durchlesen, was er da in seinem Universum schreibt. Erstens wird das mal im Podcast Edzardler nochmal sagen. Und zweitens, ich glaube nicht, dass da wirklich
nennenswert andere Scheiße drinsteht, als damals irgendwie bei der Kommune oder bei der zweiten Kommune, also wie in den letzten 5 Blogs, die er geschrieben hat, darüber, wie er sich zusammenfantasiert vor seinem zeitigen Ableben, selbstverschuldeter Art und Weise, durch sich kaputt fressen, dass er davor vielleicht doch noch ein bisschen horizontale Action abkriegt. So wie, und ganz ehrlich, die Realität ist da schon, ne, da ist das Schiff schon so krass, der Zug schon so krass abgefahren, dass er sich immer abstrusere Fantasiewelten zusammenrendern muss, in denen das dann irgendwie möglich ist, dass er zum Schuss kommt. Ich halte es nicht mehr aus. Menschen gibt es also auch. Der Uni sieht genauso aus wie dein Ogar. Imp. Imp ist der Beste, Leute. Und sexuell sehr bereit. Ach ja. Das sollte man immer sagen. Ja, dass er gerne Menschenarten. Das ist mit denen gerne paart. Also schauen, ob er das weiß. Zwerge. Zwerge bimsen normal. Toll. Hatten wir nicht vorher noch Goblins? Mutterschleim. Bitte, was? Was ist denn ein Mutterschleim? Aus welchem wilden Ding hat er das denn geklaut? Puh, okay, Leute, gehen wir mal hier in die Nummer rein, oder? Nee, ich will mir nicht anmelden, so. Kannst du mir mal. Registriere dich auf Spotify und bla bla bla. Ja, Arsch. 22 Minuten, 52 Sekunden haben wir jetzt hier. Mein Universum, Folge 1. Der Anfang meines Glaubens. Und, keine Ahnung, ich mache hier. Ah, nee, nicht den hier. Ah, da können wir ihn haben. Dazu, damit ihr zu der KI-Stimme auch ein Bild habt. Ne? Ich habe irgendwas gehört, die ersten paar hat er irgendwie von der KI einlesen lassen, dann war er dazu auch wieder zu faul. Anscheinend hat er hier wirklich sehr viel von der KI nochmal kontrolllesen lassen. Ne? Das ist ausnahmsweise mal nicht ganz dumm, aber erstaunlich. Es ist nicht komplett bescheuert. Das hätte er vielleicht früher auch schon mal machen können. Weil man, die gibt es jetzt auch nicht erst seit gestern, aber schauen wir mal, was hier Phase ist. Podcast Folge 1: Warum ich glaube. Hallo und herzlich willkommen zur nun wirklich ersten Folge dieses Reinhard, warum du glaubst, kann ich dir sagen, weil du nichts weißt. Und irgendwie musst du dir eine Meinung bilden, dann muss es Glauben sein. Podcasts. Ich bin jemand, der gerne durcheinander redet. Der Grund dafür ist, dass mein Kopf etwas anders arbeitet als bei den meisten Menschen. Ja, man kann auch einfach Hakel-Dom dazu sagen. Ne? Deshalb habe ich auch länger überlegt, wo und wie ich anfange. Am Anfang, Rainer. Hoffe, ich bekomme es gut hin, um für euch einen übersichtlichen und nachvollziehbaren Einstieg zu schaffen. I doubt it. Meine Jugend, in der ich wie bereits in der Einleitung des Podcasts erwähnt, habe ich schon als Kind Dinge gesehen und erlebt, die mich an einigen bestehenden Religionen zweifeln ließen. Wenn ich das schon wieder höre, natürlich, als Kind. Als Kind war er schon der große Theologielord, der an Religionen gezweifelt hat. Ich muss mir noch, Leute, ich muss mir noch eine halbe holen, ey. Das halte ich sonst nicht aus. So, dann hören wir uns jetzt mal an. Rainer mit 4 Jahren mit Rudi im Wald schon Theologie- und Philosophiebücher gewälzt hat und festgestellt hat, mit dem Konzept Religion, da stimmt irgendwas nicht, ha? Dazu kam die Grausamkeit der Menschen, nicht nur untereinander, sondern auch gegenüber Tieren und der Natur.
Rainer, die Grausamkeit der Menschen untereinander, gegenüber Tieren, gegenüber der Natur und allem ist dir geschmeidig scheißegal. Interessiert dich einen feuchten Kehricht. Du bist der Meinung, alle sind ungerechtfertigterweise gemein zu dir. Das ist das Problem. Und deswegen holst du den Leuten hier die Ohren voll. Alle sind sie gemein, alles Mobbing, alle Hater, alles böse. Wir Menschen sind so zerstörerisch, dass es mich wundert, dass wir nicht längst ausgestorben sind. Ja, Rainer, du bist so zerstörerisch, dass es mich wundert, dass du noch längst nicht ausgestorben bist. Er beschwert sich hier über die zerstörerische Menschheit. Er hat es hingekriegt, innerhalb von 10 Jahren dieses Haus von einem bewohnbaren Ort in eine vollkommen runtergekommene Schimmelruine zu verwandeln, die praktisch nur noch abrissreif war. Das hat er hingekriegt, ja. Die Menschen mit ihrer Zerstörung. Ja, keinen Respekt, ne, vor der Natur und allen Lebewesen. Oder zum Beispiel von Hamstern, die man verhungern lässt im Dachgeschosszimmer nebenan, während die Sonne reinbrennt. Die Grausamkeit der Menschen, Rainer, ganz fürchterlich. Halt dein Maul. Trotz allem habe ich immer auch die vielen schönen Dinge gesehen, die es gibt. Ach ja? Bitte, klär mir auf. Seitdem ich mich mit deiner Scheiße hier beschäftige, hast du dich eigentlich permanent immer nur beschwert, dass alles scheiße ist. Und dass du ja überhaupt nicht schuld daran bist, dass alles scheiße ist in deinem Leben. Alles scheiße. Hater sind scheiße, im Leben ist scheiße, Geld ist scheiße, Juna war scheiße. Alles fürchterlich. Und du warst nie daran schuld. Und jetzt sagst du ja, ich sehe auch die schönen Dinge im Leben. Ja, was sind denn die schönen Dinge im Leben? Ach so, dass wir in so einem Sozialstaat leben, der dir seit über einem Jahr die Kohle in den Fettarsch pulvert. Dafür, dass du in deinem ganzen scheiß Leben noch nie irgendeinen nützlichen Mehrwert zur Gesellschaft beigetragen hast. Angefangen bei den Wundern der Natur bis hin zu sozialen und körperlichen Freuden. Nein, damit ist nicht Sex gemeint. Die Welt hat viel mehr zu bieten, als viele wahrnehmen, denke ich. Dennoch gibt... Ja, Rainer, wie willst du das denn wissen? Ich kenne niemanden, der so isoliert lebt wie du. Ich nehme an, dass irgendwelche komischen Nonnen auf einem Bergkloster, wo du nur zu Fuß hinkommst, irgendwie durch einen 5-Stunden-Gewaltmarsch, dass die mehr Ahnung von der Welt haben und mehr mitkriegen von dem, was passiert, als du, der da 24/7 in diesem Drecksloch sitzt. Und sich bei der Tür nicht raustraut, schon seit 2 Jahren nimmer. Und du wirst mir jetzt darüber erzählen, was die Welt alles Schönes zu bieten hat, du großer Experte. Bitte erzähl mir mehr. Es so viele sinnlose und unnötige Konflikte. In unserer recht kurzen Geschichte haben wir Menschen unglaublich viel Schmerz über die Welt gebracht und nicht zuletzt auch über uns selbst. Das alles habe ich schon als kleiner Junge wahrgenommen. An Schmarren hast du als kleiner Junge wahrgenommen, Rainer. Rainer, ganz ehrlich, du warst immer schon geistig hinter allen anderen Leuten in deinem Alter. Ich nehme an, dass du mit 4 höchstwahrscheinlich immer noch auf dem geistigen Niveau von einem 2-Jährigen warst und so hat sich's durchgezogen. Und seit du irgendwie 8 warst, sagen wir mal, vielleicht gebe ich dir 11, hast du dich geistig nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist, Und wenn ein 4-jähriges Kind das bereits bemerkt, warum erkennen es dann nicht die Menschen, die wirklich etwas daran ändern könnten? Diese Frage stelle ich mir bis heute. Mein Glaube ist keine Religion. Es widerstrebt mir, meinen Glauben als Religion zu bezeichnen, und mich schaudert bei der Vorstellung, dass er eines Tages als Religion anerkannt werden könnte. ja, bei der Vorstellung schaudert's mich allerdings auch, aber nur ganz kurz, weil mir dann klar wird, dass das niemals passieren wird. Rainer, ganz ehrlich, kein Mensch außerhalb der Hater-Bubble sich diese Scheiße hier gibt. Und dementsprechend, ja, wird auch nie irgendjemand, als wenn dann irgendwann in ein paar Jahren mal hier der, irgendjemand da drüber stolpert, was der damals ins Internet gepimmelt hat. Und
Und dann sagt, boah, ja, der Rainer, er hat ein paar richtig coole Ansichten gehabt. Schaut sich das einmal an. Der hat's verstanden. Warum? Weil im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende so viele Fanatiker im Namen der Religion unaussprechliche Dinge getan haben. Eines der weitreichendsten Beispiele sind die Kreuzzüge. Zwischen 1096 und 1396 gab es 7 große Kreuzzüge, die innerhalb dieser 300 Jahre noch in kleinere Feldzüge unterteilt wurden. In dieser Zeit haben unzählige Menschen gelitten, nur weil sie sich nicht der lateinischen Kirche unterworfen haben, die als Vorläufer des christlichen Glaubens gesehen werden kann. Ja, keine Ahnung. Kreuzzüge waren schlimm. Ne? Die Leute haben auch gelitten, wenn sie Christen waren, weil die Leute, die da Kreuzzüge gemacht haben, das irgendwann scheißegal. Die haben einfach alles gebrandschatzt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Aber hast du jetzt Angst, dass das auch passiert, oder? Dass sich dann der winklerische Glaube so aufteilt und dann irgendwann so mehrere Fraktionen sind, die sie dann bekriegen und dann schicken sich die Leute wieder auf Kreuzzüge, ins heilige Land Mittelfranken, um den Schauerberg von den Ungläubigen zu befreien. Ist mich rollen. Bevor jetzt jemand kritische Kommentare schreibt. Ja, ich weiß, dass das nicht ganz so einfach ist. Ich bin kein Historiker. Nee, du bist ein ziemlicher Trottel. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es geht mir darum, dass in diesen 300 Jahren viele Menschen im Namen ihres Glaubens gemordet haben. Sie haben getötet, gefoltert und schreckliche Dinge getan. Und das alles aus religiösem Fanatismus. Ja, das haben Leute aber auch aus anderen Gründen gemacht. Ne? Menschen sind schon scheiße, da hast schon recht, aber das hat auch jetzt auch mit dir überhaupt nichts zu tun. Ne? Und wie gesagt, dein Glaube wird niemals zur Weltreligion, also brauchst du überhaupt gar keine Gedanken machen. Den kannst du schön für dich exklusiv haben, in deinem Ogerstübchen vor dich hinrendern lassen und dir ausmalen, wie schön das wäre, wenn du tatsächlich das höchste Wesen wärst. Glaube sollte verbinden, nicht spalten. Die Kreuzzüge waren eine finstere Zeit in der Geschichte der Menschheit. Aber es war weder das erste noch das letzte Mal, dass Menschen im Namen ihres Glaubens grausame Dinge getan haben. Dabei sollte der Glaube uns eigentlich verbinden, doch Religion spaltet. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich meinen Glauben nicht mit Religion in Verbindung gebracht sehen möchte. Mein Glaube soll niemandem schaden, sondern helfen. Er soll vor allem spirituelle Freiheit ermöglichen, nicht körperliche oder seelische Einschränkungen, weder für uns selbst noch für andere. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Welt bestimmte negative Gefühle wie Hass. Das heißt, im Endeffekt soll dieser Glaube sein, so mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und scheißegal, scheiß auf alles. Ja, das da richtig toller Glaube. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was da Schepski könnte. Ablehnung, Habgier und Eifersucht nicht zulassen will. Denn das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen antun Er hat ja gerade gesagt, dass keine Habgier er kann, ist, dessen Seele zu beschädigen. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist sehr schlimm, die Seele zu beschädigen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Schlimmste ist. Ne? Du hast gerade die Kreuzzüge erwähnt, da sind schon auch, sagen wir mal, schlimmere Dinge passiert als die Verletzung einer Seele. Ne? Natürlich kann auch körperliche Misshandlung die Seele verletzen, doch seelische Grausamkeit hinterlässt oft tiefere Wunden. Leider kann man nicht verhindern, dass andere die eigenen Worte falsch auslegen. Genau das war der Ursprung vieler religiöser Konflikte, einschließlich der Kreuzzüge. Ja, und ihr merkt, wie er das jetzt hier hinten noch mit reinwebt, weil er will jetzt uns damit auch sagen, bei ihm war das ja auch so. Ne? Er hat ja nie was Falsches gemacht oder gesagt. Man hat ihm die Worte immer nur falsch ausgelegt. Also als er jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass die Menschen sich mehr an den Tieren orientieren sollten, ne, wenn es darum geht, sagen wir mal, das Einverständnis des Sexualpartners vorauszusetzen, bevor man irgendwelche dementsprechenden Handlungen vornimmt, dann ist ihm das einfach falsch ausgelegt worden. Ne? Als er gesagt hat, es ist ihm vollkommen wurscht, wie viele Leute jetzt in Wien gestorben sind, ne? Man soll eben mit dieser banalen Scheiß nicht nerven, so, das war
sind einfach falsch ausgelegt worden. So, das kann man natürlich auch vielseitig deuten, diese zwei Aussagen. Ein Priester, ein Pfarrer oder ein anderer fanatischer Anhänger hat die Worte der Bibel oder anderer heiliger Schriften bewusst oder unbewusst falsch ausgelegt, sei es aus Eigennutz, Absicht oder blindem Fanatismus. Letztlich spielt der Grund keine Rolle. Das Wichtige ist die Reaktion der anderen fanatischen Anhänger. Wenn ihr geistiges Oberhaupt sagt, dass Gott ihnen befohlen hat, dieses oder jenes zu tun, werden sie es tun, egal wie schrecklich es ist. Und genau das ist die Gefahr eines blinden Glaubens. Die Entstehung meines Glaubens, mein Glaube, hat viel Zeit gebraucht, um sich zu dem zu entwickeln, was er heute ist. Rainer kritisiert jetzt hier bei religiösen Fanatikern so praktisch, dass sie ohne zu hinterfragen einfach Befehle gehorchen, auch wenn diese moralisch verwerflich wären oder ne, auch wenn es schlimme Dinge sind, die da. Also praktisch findet er das ganz schlimm, wenn Menschen praktisch einem anderen einfach nur blind folgen und immer zustimmen und niemals wieder Worte geben. Das ist interessant. Das ist interessant, weil das hat er von den Leuten auf seinem Discord immer verlangt. Die haben gefälligst, ihr dummes Maul zu halten oder ihn zu preisen und zu huldigen, dass er aber niemals ihm widersprechen, scheißegal, was für einen höchstgradig hanebüchenden Bullshit er rausgepimmelt hat. Also das, was er jetzt hier an diesen Glaubensrichtungen kritisiert, ist das, was er von seinen eigenen Speerlutschern auf dem Discord immer erwartet hat, weil ansonsten ist der Bannhammer geflogen. In dem Moment, in dem ihm irgendjemand gesagt hat, Rainer, du redest scheiße, ist der Bannhammer geflogen. Ah, shit. Eine Sekunde. Oh, sorry, ich habe mich gerade ein bisschen verklickt und bin versehentlich irgendwie auf 10 Minuten gegangen, aber wir wollen uns das alles anhören. Ne? Das geistige Gold von Reini. Ja. Die Entstehung meines Glaubens, mein Glaube, hat viel Zeit gebraucht, um sich zu dem zu entwickeln, was er heute ist. Er basiert auf vielen Unterschieden. Ja, Rainer, du hast also sehr viel Zeit gehabt. Wenn du ein bisschen von der Zeit die letzten Jahre vielleicht in ehrliche Arbeit investiert hättest, dann hättest du vielleicht nicht so viel Zeit gehabt, dir so eine hanebüchene Scheiße auszudenken. Das wäre vielleicht eine Maßnahme gewesen. Unterschiedlichen Einflüssen. Auf spirituellem Wissen und Glauben, auf realen Erlebnissen und Beobachtungen, auf meiner eigenen Fantasie und meinen Vorlieben, bis hin zu einigen Rainer, von deinen Fantasien und Vorlieben weiß ich mehr, als mir recht ist. Ganz ehrlich, da gibt es vieles, was ich gerne wieder vergessen würde. Überlegungen, Theorien und Erkenntnissen. Ich habe es in meinem Blog bereits mehrfach erwähnt. Als Kind, vielleicht mit 10 Jahren, habe ich einen Film gesehen, der mich nachhaltig beeinflusst hat. Rainer, du siehst jeden Tag irgendeinen Film, der dich nachhaltig beeinflusst. Rainer, weil du geistig nicht in der Lage bist, dann umzuschalten. Ja, der Eskapismus, den jeder von uns genießt, wenn er sich Filme oder Serien oder dergleichen anschaut, wir schalten dann halt um. Ja? Ich gucke mir den Film an und am nächsten Tag gehe ich wieder in die Arbeit in der richtigen Welt. Das funktioniert bei dir nicht. Du schaust den Film an, dann läuft der Film bei dir im Ogerstübchen, bis du den nächsten Film gesehen hast. Und dann pimmelst du dir hier so eine Scheiße zusammen. Ich erinnere dich nur an deine Prima Noctis-Geschichte. Da hast du am Vortag irgendwie Braveheart angeschaut. Schwupps die Bums raus mit der Geschichte. In diesem Film wird der Hauptdarsteller in einen Film hineingezogen, den er gerade anschaut. Ja, Filmception praktisch, ne? Hat er Last Action Hero gesehen? Ne? Höchstwahrscheinlich hat er. Also, und mir fällt jetzt spontan kein anderer Film an, wo jemand in einen Film reingezogen wurde. Aber, ja. Die Hauptfigur dieses Films versteht aber nicht, dass er für den Jungen eigentlich nur eine gespielte Rolle von Arnold Schwarzenegger ist. Ja, hat Last Action Hero gesehen. Ist ein schöner Film, gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist auch Nostalgie drin, ne? Das war halt so. Das war so meine Kindheit. Die sind da damals gekommen, die Filme. Im Laufe der Geschichte kehren der Junge und der Filmcharakter schließlich in die reale Welt des Jungen zurück.
Dort begegnet der Filmheld dann Arnold Schwarzenegger, der sich selbst als Schauspieler spielt. Ich erspare euch den Rest der Handlung. Ja, Rainer, danke. Danke. Erstens, die meisten von uns haben ihn schon gesehen. Und zweitens, die ihn nicht gesehen haben, die können sich auch den Film anschauen, weil das unterhaltsamer ist, als dir da beim Schwadronieren zuzuschauen. Also, du hast mal wieder einen Film gesehen und hast dir gedacht, das ist ja genauso wie bei mir, so wie immer. Ne? Aber worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ja. Als ich diesen Film damals sah, stellte ich mir eine Frage. Wenn eine Figur in einem Film oder Buch als erfunden dargestellt wird, woher wissen wir dann, dass sie wirklich nur erfunden ist? Je detaillierter Charaktere in einer Geschichte ausgearbeitet sind, desto mehr kam in mir die Überlegung auf, dass sie vielleicht doch reale Wesen sind. Jetzt ist was für ein hochtrabender Bullshit, den er. Meine Rainer, woher wissen wir, dass fiktive Figuren fiktiv sind? Weil sie in Film und Fernsehen und in Büchern vorkommen, in fiktiven Geschichten, die irgendjemand mal einfach aufgeschrieben hat. Nee, es muss da immer alles irgendwo, es muss noch irgendwas dahinter sein. Einer kann einfach nicht akzeptieren, dass die Realität so ist, wie sie ist. Es muss da irgendwo was dahinter sein, weil ansonsten wäre es ja erbärmlich, oder? Nee, ach scheiße, er kann ja gar nichts dafür. Er ist ja eigentlich nur eine Figur in einem Film. Und wenn jetzt irgendein Kind reinkommt und ihn da rauszieht, dann kommt er in die richtige Welt und da ist alles anders. Ne? Er kann nichts, irgendjemand schreibt einfach aktuell seine Geschichte, aber er kann da ausbrechen. Irgendwie geht das. Ich glaube langsam wirklich, also da, wenn man den in der Einrichtung bringt, ne, wo die Türklinken nur auf der einen Seite angeschraubt sind, ich glaube, das würde ihm nicht schaden. Nur eben in einer anderen Form der Existenz. Natürlich werden manche das für verrückt halten, aber... Ja, ich erkläre dir auch, warum Leute das für verrückt halten, und zwar, weil das verrückt ist. There we go. War gar nicht so schwer. Ich kenne einige Menschen, die das verstehen und ähnlich sehen. Ja, es gibt auch mehr Bekloppte auf der Welt, Rainer. Du bist da nicht exklusiv dabei. Also es gibt jede Menge Bekloppte. Ne? Also, und ich rede jetzt nicht davon, dass das Leute sind, die eigentlich so funktionell, keine Ahnung, ne? Leute, die funktionelle Depression haben, so, sondern Leute, die richtig bad shit insane, fucking bonkers sind. Solche Leute, wo halt wirklich einfach nichts mehr funktioniert im Kopf. Da gibt's mehrere, da bist du nicht alleine. Ne? Was ist Realität? Daraus entwickelte sich eine weitere Frage. Was genau ist Realität? Natürlich können wir mit dem Begriff... Realität ist ein Hater, Rainer. Für dich ist die Realität ein Hater. ...etwas anfangen. Es gibt eine Definition, die besagt, als Realität wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Realen bezeichnet. Als real gilt zum einen etwas, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Quelle: Google. Nach dieser Definition wäre also ein Film, ein Buch oder eine andere fiktive Geschichte nicht real, weil sie von jemand anderem erschaffen wurde. Ja, das ist richtig, Rainer. Das ist, ja. Das hast du verstanden. Sehr gut. 3 Daumen hoch. Diese Überlegung brachte mich dazu, mir noch weitere Fragen zu stellen. Was bedeutet normal? Was sind Götter? Ist das, was ich wahrnehme, wirklich real? Nehmen alle Menschen die Welt so wahr wie ich? Oh, ja, Rainer, geht das jetzt wieder in diese, die Haut ist keine Organnummer? Oder für mich ist der Himmel grün? Ganz ehrlich, das ist wirklich eine besorgniserregende Verdrängung, die er da an den Tag legt. Es wird einfach, die Realität ist für ihn so fürchterlich, dass sie mit allen sich ihm bietenden Mitteln bekämpft werden muss. Ne? Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das kann nicht die Realität sein. Und wenn nicht, was bedeutet das dann für die Realität? Leben wir alle in unserer eigenen Welt?
Wie ich bereits in meinem letzten Blogpost geschrieben habe, glaube ich, dass wir alle in unserer eigenen kleinen Welt leben. Natürlich nehmen wir andere Menschen wahr und teilen mit ihnen eine gemeinsame Realität. Wir beeinflussen einander, bewusst oder unbewusst. Doch bedeutet das wirklich, dass andere Menschen außerhalb meines eigenen Bewusstseins existieren? Oder sind sie nur ein Produkt meiner Vorstellungskraft? Von klein auf werden wir... Hä? Das heißt, die Menschen, die ich jetzt aktuell nicht hier habe, existieren nicht, oder was? Nein, die Realität ist kein Computerspiellevel, das so nach und nach in den RAM reingeladen wird. Ne? Also, das ist nicht so. Ne? Ich habe ja keine Ladebildschirme oder so diese, was jetzt in den letzten Jahren immer populärer geworden ist, keine Ahnung, du zwängst dich irgendwie durch so einen Spalt oder stehst im Aufzug oder sowas, um Ladebildschirme zu verschleiern. Aber ne? Glaubt ihr jetzt wirklich so, dass die Welt draußen existiert gar nicht und wenn ich bei der Tür rausgehe, wird die geladen? Wir darauf trainiert, die Welt bewusst wahrzunehmen. Gleichzeitig werden uns jedoch gesellschaftliche Vorstellungen und Regeln auferlegt. Es liegt also nahe, sich zu fragen: Ist das, was ich sehe, fühle, schmecke und mit meinen Sinnen wahrnehme, tatsächlich real? Nein, Rainer, das liegt nicht nahe. Das liegt nicht, ganz ehrlich, wenn du irgendwie Probleme hast mit der Realität oder sonst irgendwie Bewusstseinserweiterungen und so, da gibt es Substanzen. Aber wenn ich im Nüchternen nicht checke, was real ist, so dann habe ich ernsthaft das Problem, dann muss ich zum Vogel-Doktor. Fertig. Ne? Also dann, so, es ist tatsächlich so einfach. Oder ist es nur eine Illusion, die ich mir selbst geschaffen habe? Theorien über die Natur der Realität. Es gibt verschiedene Theorien darüber, dass unsere Welt vielleicht nicht so real ist, wie wir glauben. Eine mittelalterliche Vorstellung besagt, dass wir Menschen und unsere gesamte Welt nur das Produkt eines Traums sind, den ein schlafender Riese hat. Ja, ich weiß nicht, wo er das hergeklaut hat. Ich glaube, in Game of Thrones gab es so eine ähnliche Story. Und ja, keine Ahnung, im Mittelalter hat er mal irgendjemand gesagt, ja, weiß ich nicht, Rainer. Ne? Wenn ich die aktuelle Realität analysieren will, dann denke ich vielleicht nicht drüber nach, was vor 5, 6, 7, 800 Jahren vielleicht einmal irgendeiner gesagt hat, sondern was die Leute heute sagen. Eine modernere Theorie besagt, dass wir eigentlich längst tot sind, dass die Menschheit als kollektives Bewusstsein den Untergang der Welt nicht akzeptieren konnte und unsere Realität nur noch ein Versuch unseres Verstandes ist, die Existenz aufrechtzuerhalten. Für ein Bullshit. Das kann sich doch kein Mensch mehr ausdenken. Ich wiederhole es. Es darf nicht sein, was es kann nicht sein, was nicht sein darf. So rum war es, ne? Also die Realität ist so ein krasser Hater, die darf einfach nicht echt sein. Diese Theorie hängt mit dem Ende des Maya-Kalenders zusammen, der, soweit ich mich erinnere, im Jahr 2012 endete. Manche glauben, dass die Welt an diesem Tag tatsächlich unterging und wir seither nur noch in einer Art kollektiver Erinnerung weiter existieren. Ja, genau. Ganz ehrlich, das mag sein, dass es Leute gibt, die das glauben, aber die sind dann halt auch fucking bonkers. Ja, und dann sollte man vielleicht auf das, was die sagen, nicht sonderlich viel Wert legen, weil reiner Leute, die schwer geistig gestört sind, sind nicht glaubwürdige Quellen, an denen man sich orientieren sollte. Die Frage nach Realität und Glauben ist: Der Grund, warum ich dieses Thema anspreche, ist die wiederkehrende Frage nach der Realität und dem Glauben. Ja, nein, Rainer, die Frage nach der Realität, die ist vielleicht bei dir wiederkehrend oder wie gesagt bei Leuten, die wirklich extrem substanzaffin sind und nimmer checken, wo vorne und hinten ist. Aber für den Rest von uns ist die Frage nach der Realität hat sich ziemlich erledigt. Ne? Und klar, es gibt immer Milliarden Leute, die Glaubensfrage noch ein bisschen quält.
Soll auch gut sein. Aber das ist alles nicht so deep, wie du jetzt tust, Rainer. Das ist alles nicht so deep. Immer wieder stellt sich mir die Frage, ist das, was wir wahrnehmen, wirklich real? Ja, das hast du schon mehrfach gesagt und dass sich dir diese Frage stellt, wundert mich überhaupt nicht. Aber ja. Sind wir tatsächlich alle hier? Oder existieren wir vielleicht gar nicht mehr? Oder sind wir vielleicht nur das Produkt der Vorstellung eines einzelnen Wesens, das sich unsere Existenz nur einbildet? Letztlich spielt das für mich aber keine Rolle. Oder hat er vielleicht Zelda, alte Zelda hat er wieder gespielt hier, Link's Awakening. Ja, da ist ja die ganze Insel, ist ja nur der Traum von diesem komischen Wal. Denn nach meinem Glauben habe ich selbst die Macht über mich und meine Existenz. Ja, aber in der Realität nicht, Rainer. Ne, du hast, also, du hättest deutlich mehr Macht über dich und deine Existenz, so wenn du nicht alles einen Gully runtergespielt hättest. Gedanken über die Realität und das Leben nach dem Tod. Im Laufe der letzten Jahrzehnte habe ich viel über diese Themen nachgedacht. Was ist Realität? Sind wir tatsächlich Göttern unterworfen? Oder haben wir mehr Einfluss, als wir denken? Was passiert, wenn wir sterben? Der Einfluss anderer Religionen auf meinen Glauben. Lassen wir diese Fragen kurz beiseite und... Nein, ich kann ja sagen, was passiert, wenn du stirbst. So, das Internet eskaliert vollkommen. Und irgendwer kriegt eine Rechnung für deine Beerdigung, die dir unschön finden wird. So, entweder die Kommune, in der du zu dem Zeitpunkt vegetierst, oder deine Schwester oder so. Ne? betrachten, welchen Einfluss andere Religionen auf meinen Glauben hatten. Ich wurde im christlichen, genauer gesagt im evangelischen Glauben erzogen. Von klein auf wurde mir beigebracht, dass Gott uns liebt. Doch ehrlich gesagt kann ich diesen Satz nicht denken, nicht schreiben und schon gar nicht aussprechen, ohne angewidert zu sein. Ich bin zwar schon lange nicht mehr mit der Bibel vertraut, aber wenn ich mich richtig erinnere, steht dort, dass Gottes Liebe bedingungslos ist. An anderer Stelle heißt es dann aber, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Oder, du sollst nicht dies, du sollst nicht jenes. Und genau das verstehe ich nicht. Rainer, warum verstehst du das denn nicht? Das ist doch ähnlich wie den Verhaltensregeln in deinem Discord immer. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem aktuellen Discord ist, aber ich habe es auf den alten Discords ja über diverse Leaks mitgekriegt, ja, wo dann auch immer erwähnt wurde, so, oh, das und das steht hier in den Discord-Regeln, die steht hier durch. Da ist es doch auch so. Ne? Und du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ja, ich weiß nicht, die Tigi-die-Doggy-die-Zeiten, wenn irgendwelche Großspender von dir dann irgendwo bei anderen Leuten mal ein paar Rosen reingeschmissen haben oder Universum oder einen Löwen, ja, dann bist du auch relativ schnell relativ matt geworden. Wenn Gottes Liebe wirklich bedingungslos ist, warum gibt es dann so viele Regeln, deren Missachtung uns angeblich in die Hölle bringt? So bedingungslos kann seine Liebe also nicht sein. Dazu kommt die Behauptung, dass Gott allmächtig und allwissend ist. Doch wenn das stimmt, warum muss er uns dann überhaupt prüfen? Im christlichen Glauben heißt es, Ja, Bock. Sagt, ich bin selber kein gläubiger Mensch, aber ja, das ist doch pseudo-intellektuelles Blabla. Ja, wenn Gott wirklich so allmächtig ist, warum interessiert er sich dann darum, ob wir an den glauben? Ja, toll, Mai, hast du das auch gecheckt? Ich glaub, der hält sie wirklich für fürchterlich intelligent, wenn er das da schreibt. So das, oh, weil der Erste, der auf die Idee gekommen ist. dass die Menschen unvollkommen sind, während Gott perfekt ist. Aber wäre ein vollkommenes Wesen nicht auch in der Lage, Unvollkommenheit zu akzeptieren? Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will niemanden angreifen, der an Gott glaubt. Ich bin kein Fan von ihm. Das kommt auf den Gott drauf an, glaube ich, oder? Wie war die Frage damals in Emskirchen, die du dem nachgebrüllt hast? Was sagt eigentlich dein Gott dazu?
Damals war noch nicht so sensibel auf der religiösen Ebene. Aber ich respektiere den Glauben anderer. Doch ich persönlich kann nicht. Rainer, du respektierst überhaupt nichts und niemanden. Rainer, du respektierst gar nichts. Niemanden respektierst du. Und du hast in deinem ganzen Leben noch niemanden respektiert. Nicht an einen Gott glauben, der zulässt, dass ein kleines Kind an Krebs stirbt. Oder an anderen schlimmen Krankheiten. Das ist natürlich nur eines von vielen Beispielen für die Abwesenheit von. Ich kann nicht an einen Gott glauben, der zulässt, dass kostbare Ressourcen verschwendet werden, um nichtsnutzige. Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Ne? Auf die Welt zu kacken. Ne? Von Gott. Oder zumindest seiner Gleichgültigkeit. Nach der christlichen Lehre ist der Mensch bereits bei seiner Geburt verdorben, also sündig. Doch wenn das wahr wäre, dürfte er ja gar nicht erst gezeugt werden, der nordische Glaube. Anders als im Christentum sind die Götter im nordischen Glauben nicht perfekt. Ganz im Gegenteil. Viele von ihnen haben Zweifel und Ängste, allen voran Odin, der Allvater. Sie sind zwar unsterblich, doch sie stehen nicht über allem. Sie sind uns Menschen viel ähnlicher als irgendein übernatürliches Wesen, das uns zwar angeblich liebt, aber gleichzeitig Dinge von uns verlangt, die oft sinnlos erscheinen. Auch die Götter in der nordischen Mythologie sind übernatürliche Wesen. Ne? Just saying. Anders als im Christentum gibt es in der nordischen Mythologie nicht nur einen Gott, sondern viele. Es gibt sogar verschiedene Göttergeschlechter, von denen die Asen und Wanen die bekanntesten sind. Ja, Rainer, bla 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 bla, aber was hat jetzt das alles mit deinem Glauben zu tun, Rainer? Im Moment versuchst du einfach bloß mit Wissen, das jeder in 5 Minuten von Wikipedia haben kann, hier digital den Pimmel auf den Tisch zu legen. Ja, das Christentum ist monotheistisch und also allmächtig der Gott und unfehlbar. Das andere hier im Norden, das ist polytheistisch und die sind halt immer noch unsterblich und sehr mächtig, aber nicht allmächtig und fehlbar. Aber schön. Aber was hat das jetzt mit deinem Scheißglauben zu tun? Warum sollte jemand, der sich für deinen Glauben interessiert, sich jetzt 22 Minuten und 53 Sekunden diese Scheiße anhören? Die er in 5 Minuten auf scheiß Wikipedia nachlesen kann. Sie verlangen keine Perfektion und auch nicht, dass man sie anbetet. Die nordischen Götter lieben den Kampf, aber sie lieben auch den Frieden. Nach diesem Glauben gibt es nicht nur einen Himmel oder eine Hölle, sondern mehrere Totenreiche. Genau, genommen gibt es 3. Aber keines davon ist eine Strafe oder eine Belohnung. Es gibt keine ewige Verdammnis, sondern einfach verschiedene Orte, an denen Verstorbene nach ihrem Tod weiter existieren. Der altgriechische Glaube. Die Götter des Olymp erscheinen mir wankelmütiger als die nordischen Götter. Jedenfalls. Ich check's nicht. Jetzt Hatte ich immer diesen Eindruck. Jetzt geht er einen scheiß Glauben nach dem anderen durch und erzählt hier, was auf Wikipedia drüber nachsteht. Allerdings fällt es mir schwer, zwischen realer Überlieferung und fiktiven Darstellungen zu unterscheiden, insbesondere weil es so viele Filme und Serien gibt, die diesen Glauben künstlerisch interpretieren. In Serien wie Xena oder Herkules werden die Götter oft als rachsüchtig und grausam dargestellt. Ja, müssen wir auf jeden Fall ganz ehrlich, wenn ich einen Geschichtskurs an der Uni gebe als Dozent, dann nehme ich auf jeden Fall als erstes bestes Beispiel Xena und Herkules die Fernsehserien aus den 90er Jahren als Referenz. Natürlich, freilich, du brunstdepperter Vollidiot. Zwar gibt es auch dort Ausnahmen, doch insgesamt wirken viele von ihnen überheblich und unberechenbar. Mein Glaube und die Frage nach der Realität. Buddhismus. Der Glaube an Buddha und das Nirvana hat mich schon immer fasziniert. Besonders im buddhistischen Glauben steckt viel von der spirituellen Energie, die unsere Welt durchdringt.
Leider bin ich in dieser Religion nicht so tief verwurzelt, wie ich es gerne wäre. Allerdings... Rainer, ich wiederhole, du bist ein arbeitsloser Vollversager, der seit 2 Jahren hier im sächsischen Exil in der Nazi-Butze sitzt. Du hast alle Zeit der Welt. Ja? Wenn du Bock hast, hier Buddhismus, hier balls deep zu gehen, dann geh balls deep Buddhismus. Du hast alle Zeit der Welt. Das ist jetzt kein teures Hobby, irgendwie sich für Buddhismus zu interessieren. Rainer, mach doch nochmal ein Tippi-Ding auf. Dass die Leute spenden, dass du einen One-Way-Flug nach fucking Nepal machst. Dann gehst du in ein buddhistisches Kloster irgendwo droben an Berg, dann sammeln die los. Allerdings habe ich mich eine Zeit lang intensiv mit den Chakren beschäftigt. Mein Glaube an die Energie in uns und um uns herum ist stark vom Buddhismus geprägt. Nicht zuletzt, weil ich diese Energie selbst spüre. Ja, ich weiß nicht, meiner Erfahrung nach sind die Leute, die irgendwie im Buddhismus unterwegs sind, auch sehr, sehr, sehr drauf bedacht, was sie mit ihrem Körper so anstellen und dass sie dem nicht irgendwelche Giftstoffe oder sonst irgendwas zu viele von diesen Buddhistenleuten, die ballern nichts und ernähren sich sehr, sehr gesund. Ne? Im Gegensatz zu dir, der sich die Mikrowellenburger für 99 Cent ins Gesicht schiebt. 8 am Abend. Weiß nicht, wenn du so stark verbunden bist mit dem Buddhismus, warum widerspricht dann dein Lebensstil allem, was der Buddhismus predigt? Dazu gibt es bereits einen ausführlichen Beitrag in meinem Blog. Falls jemand interessiert ist, findet ihr den Link in der Beschreibung. Oder meint er kann sich so gut mit diesen Buddha-Statuen identifizieren, weil das auch nur fette Hurensöhne sind, die den ganzen Tag an derselben Stelle sitzen. Weitere faszinierende Glaubensrichtungen. Es gibt viele Religionen und spirituelle Überzeugungen, die ich interessant und faszinierend finde. Islamischer Glaube, Hinduismus, ebenfalls stark spirituell. Altägyptischer Glaube. Verschiedene Überzeugungen der indigenen Völker Amerikas. Natürlich ist das längst nicht alles. Es gibt unzählige Dinge, an die man glauben kann, von Naturgeistern über die Kraft der Natur selbst bis hin zu Gaia, der Mutter Erde. Auch Wesen wie Kobolde oder Wichtel gehören für viele Menschen zu einer spirituellen Welt, obwohl sie nichts mit Göttern zu tun haben. Ja, ganz ehrlich, ich will auch so fragen zu sagen, wenn mir jemand erklären will, dass es Kobolde und Wichtel tatsächlich gibt, ja, dann ist der ebenfalls fucking bonkers und dann sollte man auf den seine Meinung auch nicht viel Wert legen. Ne? Dennoch sind sie Teil eines Glaubens, der unser Verständnis der Welt erweitert. Wir leben in einer Welt voller Mysterien, die wir bis heute nicht vollständig begreifen. Irgendwie, ne? Mit dieser KI klingt das ein bisschen wie wie das Intro wie das X-Factor, oder? Wir leben in einer Welt voller Mysterien, die wir nicht begreifen. Unsere heutigen Geschichten sind alle wahr. Mit wahr meine ich erlogen. Egal wie viele Jahrhunderte oder Jahrtausende vergehen, wir entwickeln uns ständig weiter und doch übersehen wir oft die kleinen Dinge. Woran glaube ich? Ich glaube, dass jeder Mensch seine eigene Welt oder sogar sein eigenes Universum erschaffen kann. Genauer gesagt glaube ich, dass wir von klein auf unbewusst unsere eigene spirituelle Welt formen. Das trifft nach meinem Glauben im Übrigen auf alle Lebewesen zu. Nicht nur auf uns Menschen, sondern auch auf Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen. Viele Menschen sind sich dieser persönlichen Welt nicht bewusst. Und doch existiert sie. Hä? Check jetzt nicht. Also das heißt, ich kann meine eigene, ist das hier so nicht, hab was beim Universum bestellt, Religion? Ist das hier Pippi Langstrumpf Religion? Jeder kann sich im Kopf selber zusammenspinnen, was richtig ist. Und wir laufen alle wie die Bekloppten durch die Gegend und schlagen den Kopf gegen die Wand. Ja, davon wird die Welt sicher besser, Rainer. Manche erschaffen sie nach dem Vorbild anderer, die sie beeinflussen. Andere entwickeln sie unabhängig von äußeren Einflüssen, beziehungsweise entwickeln sie auf einer bewussten Ebene. Zu diesen zähle ich mich. Einige beeinflussen ihre Welt teilweise bewusst, teilweise unbewusst, ohne genau zu verstehen, was sie eigentlich tun. Ich glaube außerdem,
dass Da hat er dann den Butterfly-Effekt gesehen. Ne? wir nach unserem physischen Tod in dieser spirituellen Welt weiterleben. Und Ich habe keine Ahnung, schön wär's. Ne? Also ich kann schon nachvollziehen, warum Leute glauben, dass das so ist. Weil das ein schöner Gedanke ist, dass man sagt, hey, keine Ahnung, wenn ich sterbe, dann geht es irgendwie weiter. Ne? Mein Bewusstsein lebt weiter und ne? Ist nicht einfach Ende, weil das gruselig ist. Aber keine Ahnung, kann ich halt nicht sagen. Ne? Aber ist nachvollziehbarer Gedanke. Deswegen ne? Ist ja auch irgendwo eine von den Wurzeln von vielen Religionen. wenn jemand nicht an so etwas glaubt, vielleicht löst sich seine Seele dann einfach auf oder wird wiedergeboren. Ja, genau. Das ist nämlich der nächste Punkt. Also sollte es tatsächlich so sein, dass das Bewusstsein weiterlebt, dann wird das mit irgendwelchen Naturgesetzen zu tun haben, die wir halt einfach noch nicht begriffen haben. Ne? So Interstellar-mäßig. Wer den Film gesehen hat. Das mache ich auch schon die Film-References. Aber dann hat das auch wieder nichts mit Glauben zu tun. So, dann ist das für die Leute, die nicht daran glauben, passiert das genauso. Das ist, Glaube und Realität sind halt immer so zwei Sachen. Ja, Rainer. Ich kann ganz, ganz fest daran glauben, ne, dass, wenn das Haus hier brennt und dass ich dann nicht rausgehen muss, weil das Feuer, das wird mich schon nicht verbrennen. Die Realität wird aber höchstwahrscheinlich anders ausschauen, wenn der ganze Puff hier um mich herum abfackelt. Ne? Im Gegenzug, auch wenn ich nicht daran glaube, dass irgendwie das passiert, also jetzt mal ganz angenommen, das passiert, was die Christen sagen, nach dem Tod. Ne? So wie es in der Bibel steht, 1:1. Und ich glaube da nicht dran, dann passiert es ja trotzdem. So. Weil, ne? Was soll denn sonst passieren? Natürlich weiß ich nicht, was nach... Das ist nämlich genau diese religiöse Bullshit von wegen, ja, wenn du nicht an unseren Glauben glaubst, dann kommst du dann hier ins Paradies. So, dann gibt's nach dem Tod hier nicht irgendwie, egal in welchem Glauben wir sind, entweder hier Saufereien, Valhalla oder 72 Jungfrauen oder 73 oder wie viele auch immer, keine Ahnung. Ich glaube, bei der Zahl macht eine oder mehr oder weniger auch keinen Unterschied mehr. Und dergleichen. Ne? Also, was sie nicht alle erzählen, was alles passiert nach dem Glauben, die können nicht alle recht haben. Ne? dem Tod passiert. Doch genau wie die großen Religionen glaube ich nur eben an etwas Eigenes. Mein Glaube existiert aus sich, selbst heraus, weil ich ihn erschaffen habe. Viele Menschen versuchen alles zu... Ja, Rainer, das mit den anderen Glaubensrichtungen gar nicht anders. Ne? zerdenken. Doch nicht für alles muss es eine Erklärung geben. Und selbst wenn es eine gibt, bedeutet das nicht, dass wir sie in unserer jetzigen Existenz verstehen können. Wir sind unvollkommen. Vielleicht bleiben wir das auch in der nächsten Existenz und der übernächsten. Aber was soll's? Perfektion ist nicht notwendig. Sei die beste Version deiner selbst. Nach meinem Glauben muss niemand perfekt sein. Perfektion ist auch langweilig. Ne? Versucht stattdessen einfach die beste Version. Aber das heißt jetzt nicht, dass man so weit weg von der Perfektion gehen muss, wie menschlich möglich. Ne? Wie es anscheinend Reini versucht, die letzten 14 beschissenen Jahre. Version von euch selbst zu sein. Nicht für alles braucht man eine Lösung. Beschäftigt euch mit dem, was euch Freude bereitet. Wenn ihr etwas nicht gut könnt, es aber liebt, macht es trotzdem weiter. Irgendwann werdet ihr es meistern. Und wenn euch etwas unglücklich... Ja, das kommt immer drauf an. Hm? Das kommt immer drauf an. Also wenn ich das jetzt, was auch immer es ist, als Hobby betrachte, sei es so. Ja, also wenn ich jetzt nicht gut malen kann oder nicht gut bildhauern kann, aber es ist immer mein Hobby und ich mache das gerne und ich bin zufrieden mit dem, was am Ende rauskommt, dann soll ich das machen. Ne? Wenn ich aber wirklich einfach absolut fürchterlich grottenscheiße bin, im Singen oder darin Influencer zu sein oder Profi-YouTuber und ne, also dann soll ich da halt vielleicht nicht versuchen, auf Krampf eine Karriere rauszupressen. Vor allem nicht, wenn mir das halbe Internet sagt, dass ich mein dummes Maul halten und meine Internetpräsenz löschen soll.
macht, dann ändert es. Egal, was nach diesem Leben kommen mag. Nach unserem aktuellen Wissensstand haben wir nur dieses eine Leben. Mhm. Nutzt es. Ja, nutz es mal, Rainer. Nutz es doch mal. Wozu hast denn du dein Leben bisher genutzt? Ich meine, klar, du hast exklusive Erfahrungen sammeln dürfen, die wirklich nur sehr wenige Menschen auf der Welt jemals erfahren, aber es sind ja alles keine positiven gewesen. Ne? Jungfrau bis Mitte 30. Hunderttausende von Leuten, die einen hassen. Das ist ja alles nicht geil. Ne? Also, bevor du den Leuten jetzt hier im Internet empfiehlst, sie sollen ihr Leben mal nutzen, die Zeit, die ihnen gegeben ist, nutze doch selber mal. Nimm halt vor allem erst einmal 150 Kilo ab, damit du noch überhaupt Zeit auf diesem Planeten hast. Ich meine, durch den Raubbau, den du an deinem Körper betrieben hast, hast du wahrscheinlich deine Lebenserwartung eh schon empfindlich geschmälert. Aber ich glaube, wenn du jetzt die Handbremse ziehst, kannst du vielleicht noch ein paar Jahre hinten rausjuckeln. Ich habe heute ein Ofi-Video gesehen, in dem mir ziemlich glaubhaft versichert wurde, dass es Background-Informationen gibt, die sagen, es hat sich gar nichts verändert in den letzten 1,5 Jahren. Du lebst immer noch genauso ungesund wie vorher. Und der Lebensstil, den du davor schon und offensichtlich immer noch pflegst, der führt halt nicht dazu, dass man irgendwie besonders alt wird. Reine, keine Ahnung, starke Trinker werden oft älter als Leute, die morbid adipös sind und das Dreifache von dem wiegen, was sie eigentlich wiegen sollten in ihrer Größe. Klar, es gibt die Extremfälle. Ja, der Norman Ritter ist auch mit Anfang 40 abgekratzt, aber Rainer, das blüht dir auch. Also nutzt du doch mal die Zeit, die dir gegeben ist, bevor du jetzt hier im Internet die Leute anpimmelst. Mach doch mal was aus dir, hast du jede Menge Zeit. Der Nazi muss die Treppe rauf und runter laufen den ganzen Tag. Bis der Speck weg ist. Außer auf Nachtforzen ans Tischecki, ne? Laber doch nicht. Mein Universum. Ich glaube, wie ich nun schon oft gesagt habe, dass jeder sein eigenes Universum erschaffen kann. Ja, Rainer, wie du bereits selber jetzt gemerkt hast, neigst du dazu, dich zu wiederholen. Weiter im Text. Und dass wir nach dem Tod dorthin gehen, um unsere Ewigkeit dort zu verbringen. Aber müssen wir diesen Weg alleine gehen? Ich denke nicht. Wer sich entscheidet, in meinem Universum zu leben, nachdem er hier gestorben ist, kann das gerne tun. Auch wenn letztlich ich entscheide, wer in meinem Universum leben kann. Für Reini ist sogar das Leben nach dem Tod so eine Kontroll-Freak-Show, in der er der Capo ist. Das kannst du dir ausdenken. So, das Universum ist wieder Discord. Wenn du Widersprüche gibst, kriegt der Bannhammer. Dann darfst du in ein anderes Universum gehen. Wenn du nicht so schlau warst, dir selber eins auszudenken vorher. So wie er. Ach, Rainer, halt dein Maul. Rainer, du wirst, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wirst du genauso viel zu melden haben im Leben nach dem Tod wie jetzt in diesem Leben. Weil ich nicht bezweifle, dass deine Seele dadurch sonderlich klüger wird. Und natürlich kann ich jederzeit jemanden auch aus meinem Universum wieder verbannen. Mein Universum, warum ich es erschaffen habe. Die Rolle der Götter in meinem Glauben. Ich glaube an Götter, aber nicht daran, dass sie sich für uns oder unser Leben interessieren. Vielleicht haben sie das einmal getan. Doch so wie ein Kind, das sich neuen Spielsachen zuwendet, haben sie uns irgendwann vergessen. Ja, so wie du, der sich immer neuen Spielsachen zugewendet hat. Also immer den neuesten Scheiß hat's geben müssen. So, das ist auf der Amazon-Battle-Liste ist wieder gestanden, hat der Popcorn-Maschine hat her müssen, die hat man einmal benutzt, dann ist sie langweilig geworden. Diesen Scheiß, Burger-Grill, den elektrischen, haben wir einmal benutzt, dann ist er langweilig geworden. Die, was hast du noch gegeben? Hotdog-Maschine, einmal benutzt, ist sie langweilig geworden. Ah, ja, die hat nur gebraucht, um Content zu machen, genau. Was war Zuckerwatte-Maschine auch, die hat her müssen, ne? Rainer, was du hier, die Eigenschaften, die du hier Kindern zusprichst, die hast du schön brav selber. Ne? Muss immer irgendein neues Graffel her und nach 5 Minuten ist das langweilig und dann fliegt es in die Ecke und dann muss das nächste Graffel her. In meinem Universum wird es verschiedene Götter neben mir geben.
Denn ich möchte weder hier noch in meinem Universum angebetet werden. Diese Rolle gebe ich Göttern, die ich erschaffen habe oder noch erschaffen werde. Ah, Rainer, da haben wir auch Aussagen von dir, die das Gegenteil besagen. Ja, also, von wegen, du würdest nicht gerne angebetet werden und dergleichen. Da habe ich von dir selbst andere Dinge gehört. Und diese werden dann der Mittelpunkt aller Glaubenssätze meines Universums. Doch dazu ein anderes Mal genauer. Das führt mich zu einer zentralen Frage. Was macht einen Gott eigentlich zu einem Gott? Wie ich bereits am Anfang des Podcasts erwähnt. Ja, gut, dann muss man erst einmal sagen, ob es Götter gibt oder nicht. Und dann. Glaube ich, dass jeder, der eine Geschichte schreibt, sei es ein Buch, ein Film oder eine andere kreative Schöpfung, damit eine eigene Welt oder sogar ein eigenes Universum erschafft. Ja, aber die sind nicht real, Rainer. Diese Dinge sind nicht real. Deine scheiß Anime-Serien sind nicht real. Die Spiele, die du spielst, sind nicht real. Die Filme, die du schaust, sind nicht real. Die Bücher, die du liest, existieren nicht, weil du nicht lesen kannst. Aber, nein! Die Frage stellt sich nicht. Das ist nicht real. Und du kannst dir so viele Universen ausdenken, wie du willst. Die werden dadurch nicht zur Realität. Dieses erschaffene Universum muss nicht zwingend Teil der eigenen Vorstellung bleiben. Es kann unabhängig existieren und sich eigenständig weiterentwickeln. Das brachte mich zu einer weiteren Frage. Was wäre, wenn ich mein eigenes Universum bewusst erschaffe? Der bewusste Schöpfungsprozess meines Universums. Um diesen Gedanken... Jetzt hat er komplett wirklich den letzten Rest verkümmerten Verstandes, der sich in diesem Ogerstübchen noch irgendwo in der Ecke zusammen verkrochen hat, den hat er jetzt auch schon beim Fenster rausgeschmissen. Alter Schwede. Was ist, wenn ich der Schöpfer sein kann? Wenn ich mir einfach so lange einbilde, dass ich Gott bin, bis ich dann Gott bin und dann erschaffe ich ein eigenes Universum. Ist das die Escape Strategy für meine verkorkste Existenz? Unfassbar. in die Tat umzusetzen, begann ich damit, mein Universum systematisch zu strukturieren. Ich habe auf... Ja, genau. Du hast Dinge systematisch strukturiert. Genau. Da hast du gedacht, oh, Universum, jetzt klar, muss man mal schauen, wie wir das am besten machen, wie wir das am klügsten hinkriegen. Alter, systematisch strukturiert hast du in deinem ganzen Leben doch nichts, aber gar nichts. Auf meinem PC einen Ordner erstellt, der als visuelle Darstellung dient. In diesem Hauptordner befinden sich weitere Verzeichnisse, Regeln für das Universum, Sonnensysteme und andere kosmische Strukturen, verschiedene Konzepte, die das Universum definieren. Natürlich existiert mein Universum nicht in diesem Ordner. Er dient nur als Hilfsmittel. In diesem Leben bin ich nur ein Mensch. Und es ist unmöglich, wenn andere Leute machen sich eine Mindmap, ne? Aber hey. all die Details eines Universums vollständig im Kopf zu behalten. Natürlich geht das auch nicht auf einem PC, doch letztlich werde ich schon alleine aus Zeitgründen meines Lebens euch niemals alles über mein Universum erklären können, solange ich lebe, da das allein die Natur der Unendlichkeit ist. Ich kann mich aber darauf beschränken, euch das zu sagen, was ich für wichtig halte und ihr interessant findet. Daher fragt mich gerne, was ihr wissen wollt. Kommentare gibt es ja hier und im Blog. Ich bin überzeugt, dass mein Universum nach meinem Tod noch größere Ausmaße annehmen wird. Nee, Rainer, dein Universum existiert nur in deinem erbärmlichen Ugerstübchen. Dein Universum ist eine Wahnvorstellung eines Menschen, der seine komplette Existenz selbst zerstört hat. Und jetzt sich der Realität verweigert, weil die Einsicht, dass er wirklich seine komplette Existenz zerstört hat, einfach zu schmerzhaft wäre und ihn komplett vollends zerbrechen würde. Ist halt einfach eine Realitätsflucht, Rainer. In dem Moment, in dem du den Löffel abgibst, ist Feierabend mit deinem Universum. Doch schon jetzt habe ich so viel erschaffen.
Ein kleiner Einblick ist bereits in meinem Blog zu Warum muss ich gerade hier an Jeff Goldblum denken, wo auf diesem riesen Haufen Triceratops-Kacke steht? So, ich hab so viel erschaffen, guck's dir mal an. finden, aber vieles habe ich noch nicht dokumentiert oder veröffentlicht. Wenn ich irgendwann sterbe und dann als Gott in mein eigenes Universum gehen kann, wird das der Moment sein, in dem sich mein eigenes Wissen vervielfacht. Denn hier bin ich sterblich. Jetzt hat er wirklich, jetzt ist er ganz, Junge! Jetzt ist er komplett durchgeknallt. Rainer, ich erzähle jetzt mal, was der Drogen sind was für Leute, die vielleicht mal, keine Ahnung, auch mal den Verlust von ein, zwei Gehirnzellen verschmerzen können. Jetzt ist er vollkommen durch. Er erschafft jetzt sein Universum und wenn er dann stirbt, geht er als Gott in sein eigenes Universum. Langsam wird's gruselig. Keine Ahnung, mir geht's gerade eiskalt den Rücken runter. Der ist komplett ballert jetzt inzwischen, oder? Also wirklich noch mehr wie früher. Die Einsamkeit jetzt in dem letzten Jahr hat ihm offensichtlich nicht gut getan. Und an die Grenzen des menschlichen Verstandes und Körpers gebunden. In meinem Universum allerdings ist das nicht mehr der Fall. Dort bin ich der wahre Gott meiner Welt, wie ihr es in eurer seid. Oder ich für euch innerhalb meines dann bin. Die Grundprinzipien meines Universums. Wenn ich die Wahl habe, ein Gott in meinem eigenen Universum zu sein oder ein Knecht in deinem, warum sollte ich mich für Zweiteres entscheiden? Warum? Achso, weil ich jetzt hier in dem Leben nicht so schlau war wie du und mir schon ein Universum ausgedacht habe. Also ich stehe dann praktisch ohne Universum da und das ist dann so Reise nach Jerusalem. So, du musst dich auf das nächstbeste Universum setzen, wo noch ein Platz ist, damit du überhaupt noch eins kriegst. Ne? Oder wie ist das? Und dann lande ich bei dir. Alter Maul, Renner. Alter Maul. Mein Universum soll ein Ort voller Liebe sein. Ein Ort, an dem es keine negativen Gefühle oder Handlungen gibt. Ich bezweifle das sehr stark, Rainer, dass dein Universum ein Ort der Liebe sein wird, wo es keine negativen Gefühle gibt. So. Jeder soll dort das Leben führen können, das er oder sie sich wünscht. Natürlich gibt es gewisse Einschränkungen, aber das betrifft eher grundlegende Strukturen wie Religion, Leben und Tod oder allgemeine Prinzipien. Ja, aber Rainer, wenn wir doch hier in die spirituelle Existenz übergehen, dann gibt es ja doch dieses Konzept Leben und Tod nicht mehr, weil das ist ja dann nur noch spirituell. Oder komme dann in deinem Universum in einen Körper von einem von diesen Wesen, die du da ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendein Bumsschleim oder sowas werde. Was war das? Erotikschleim oder was? Keine Ahnung. Einer von diesen Schleims möchte nicht werden. Also sollte ich dazu verdammt sein, in sein Universum zu kommen, weil ich zu blöd war, mir eigenes auszudenken. Alter Schwede. Einmal hat mich jemand gefragt, was soll man den ganzen Tag machen, wenn Arbeit nicht mehr nötig ist? Ja, Rainer, das hat dich nie jemand gefragt. Aber ich bin gespannt. Meine Antwort darauf: Verbringe deine Zeit mit Dingen, die dir Freude bereiten. Ja. Nein. Captain Obvious hat wieder zugeschlagen, so. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Wer seine Arbeit liebt, kann ihr weiterhin nachgehen. Wer sich entspannen möchte, kann sich einfach ins Gras legen und die Umgebung genießen. Kreative können erschaffen, Reisende können erkunden. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Gerade zum Reisen lädt euch mein Universum ein. Denn ihr könnt zwischen fast allen der bewohnbaren Planeten meines Universums reisen. Auf jedem Planeten. Das war praktisch, gell? Keine Ahnung, wer auch dieser Versager war, der irgendwann einmal in einem vorherigen Universum gestorben ist und dann unser Universum erschaffen hat, der das so langweilig gemacht hat, dass man halt praktisch nicht einfach zwischen den Planeten umeinander jetten kann. Ohne Probleme. Das ist schlecht programmiert.
Und offensichtlich sind wir eins von diesen Universen, in denen es noch kein DLC oder Day One Patch gibt, ne? Wo man sagt, scheiße. Der Fast Travel zwischen Planeten, das hätten wir reinprogrammieren sollen. Ne? Und es gibt leider auch keine Fan-Modding-Community. Man ist komplett durch. Gibt es Portale zu einer Art Knotenpunkt, von wo aus ihr beinahe überall innerhalb des Universums reisen könnt. Ich garantiere euch, dass selbst ein Leben von über 1000 Jahren nicht ausreicht, um jede Welt zu erkunden. Eine Anmerkung. Ja, aber Rainer, ist so überhaupt kein Problem nicht, weil ich bin doch dann irgendwie nur noch in meiner spirituellen Existenz, habe ja alle Zeit der Welt. An dieser Stelle. Wer innerhalb meines Universums stirbt, kann mit der Erinnerung an das erste Leben wiedergeboren werden. Ja, das ist praktisch, ja. Das ist so richtige, das ist so ein hedonistisches Ding, oder? Dass du sagst, ja, ist mir vollkommen wurscht, ey, ich geh jetzt, ne, hold my beer all day long. Und wenn Chaps läuft, scheißegal, fangen wir mal von vorne an. Dazu wird es aber einen langen und ausführlichen Beitrag geben, denn das kann ich nicht so mal eben nebenbei erklären. Ich bin gespannt, Rainer. Ausblick und eure Fragen. Ich werde zu diesem Thema in Zukunft ausführliche Blogposts schreiben. Offensichtlich. Doch da dieser Podcast bereits sehr lang geworden ist, denke ich, dass das für den Anfang genügt. Sehr lang. 22 Minuten, Rainer, ist nicht sehr lange für einen Podcast. Ich mache jetzt hier 1,5 Stunden den Bullshit, das wäre lang. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Reaktionen und werde, falls nötig, eine oder sogar 2 Bonusfolgen pro Folge machen, um eure Fragen zu beantworten. Meine Frage wäre, ob du in jüngster Vergangenheit einen starken Schlag auf den Kopf gekriegt hast. So. Ich glaube, das kannst du als FAQ machen, ne? Frequently Asked Questions. Ob du noch ganz sauber bist und ob du vor kurzem einen starken Schlag gegen den Kopf gekriegt hast. Alles Weitere findet man im Blog oder kann mich im Blog fragen, woraufhin ich euch weitere Posts machen kann. Bis dahin. Liebe Grüße, Rainer Winkler. Ja, Medal of Halter Maul! Kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr. Jetzt ist dieses... Das Comeback, das ich lange prophezeit habe. Läuft anders ab, aber es hat die Grundstruktur. Ne? Es existiert ein Discord, es existiert eine Tippi-Seite, also zum Barne Neischmaßen. Ganz ehrlich, darüber philosophieren, warum der jetzt wieder gekommen ist und warum es genau zu diesem Zeitpunkt, da mache ich vielleicht ein eigenes Video drüber. Aber ja, wild einfach. Das einfach jenseits von wild. Also offensichtlich hat ihm diese Einsamkeit, diese Abgeschottenheit, die hat ihm offensichtlich nicht gut getan. Es ist noch hanebüchener, noch krasserer Bullshit als je zuvor. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut und vergesst nicht, bevor er abkratzt, euer eigenes Universum zu erdenken, weil ansonsten müsste er ein Reiners sein. Medal of, Leute.